Et ass bekannt, dat ADR zu Lützeburg die einzige Partei ist, die Neen zum Tram sieht. Das positioniert ADR in einer Reihe von Kampagnen mit Argumenten untermauert. Vom 18. März bis zum 16. April laufen an der Stadter Gemeng sämtliche Dossiers über den Tram zur Ansicht ab. Auch die ADR hat sich mit den Dokumenten auseinandergesetzt und konnte feststellen, dass die Position durch offizielle Etude konfirmiert wird. Die Dossien, das war eine Umweltstudie über das Projekt Tram. Da kann den Trasse noch gucken, kann den noch gucken, was für eine Busspuren da wäsch kommen, was für eine Autospuren da wäsch kommen, kann die gucken, wo die Haltestellen kommen. Und die Dossier war noch gedurcht, für dass die Bürger kann seine Reklamationen sowohl schriftlich wie mündlich ergehen hier an der Gemeinde. So zum Beispiel den Ingenieur Georges Schummer, den auch gegen den Trammers an sich 10 Jahre für das Projekt Busbun ersetzt. Als seine Reklamation resümierte nach einer die vielen Negativpunkte, die ein Tram mit sich bringen. Sicherlich hätte viel mehr Leute Gebrauch gemacht, für Ansicht an das Dossier zu holen, wenn die Responsabel von der Gemeinde auch an dem Projekt entsprechende Informationskampagne gemacht hätten. Nee, mir gehen das absolut gut nicht zufrieden mit der Prozedur, weil ich fand, es war einfach am Dunkeln gehalten gehen, dass an der röschen Vakanz die Dossier ausgelöst gehen, wo ja plus ou moins ich weiß, dass an der röschen Vakanz viele Leute an Vakanz sind. Es war nicht viel Publikum gemacht, es war einfach klingen wie an der Zeitung, was ja auch richtig ist. Ne? Aber ich fand, für so ein riesiges Projekt müssen die Bürger viel mehr informieren. Also, und kommt gucken, da Leute ein Dossier, wir können da gucken, Reklamationen ranrichten oder eben noch das, was gut ist, können wir auch ranrichten. Ne? Was die Tüte selber anbelangt, ist es interessant für festzuhalten, welche Konsequenzen der Bau von einem Tram mit sich bringen. Für die eine Verschlechterung vom AVL-Reso. Da haben wir im Moment 25 Linien, die durch die Stadt fahren und können im Moment von allen Plätzen von der Stadt oder allen anderen Plätzen von der Stadt maximal einmal umklammern. Die paradiesischen Zustände sind River, was ein Tram kennt, weil da gibt es nach 11 Buslinien, muss wesentlich mehr oft umklammern. Afir allem, et können net méi wie bislo am Minutentakt vom Centre Hamilius alias Post alias Stadtzentrum opgé, mir nëmmen nach an der Spitzenzeiten an 3 Minutentakt an am normalen Zeit am 5 Minutentakt. Von den größten Desavantagen vom Tram aus dem Klammen. Hol mal einfach mal ein Beispiel, wie Haut funktioniert. Haut kann in an der Stadt Lützeburg von egal was für einen Punkt, ob egal was für einen Punkt vor mit einem Bus mit maximal einmal umklammen. Hol mal einfach ein Beispiel von einem Bürger, der wohnt an der Rue Anatole France, das heißt zu Bohnenweg, für die sich nicht auskennen, das ist der Mann vom Quartier, den hält Haut sein Bus an der Rue Anatole France, fährt bis Pariser Platz, und da steigen dann an den Bus für zum Beispiel bei dem Centre Hospitalier an der Erler Straße zu fahren. Der Tisch wird einmal umsteigen, als sind da. Wenn dort ein Transprojekt Realität geht, müssen sie Bus holen, nach immer an der Rue Anatole France. Da könnte ein Haier Bohnenweg für der Kooperative, wo man gerade geschieden, da entsteht ein neuer Bus gehen, muss dann 150 Meter ungefähr trippeln durch den Rhein, für da Passerelle zu holen. Dann nach ein gut 200 Meter über Passerelle go bis auf Gä, dann nach ein 150 Meter bis auf den Quai vom Tram. Da hält sein Tram, fährt da bis auf Place de l'Étoile, Stereplatz, muss dann da nicht umklammern, die nachher wird sind kurz vor und orthodoxer Kirche, das sind dann eigentlich so 150 Meter, die nächst muss gehen. Durch den Rhein so oft, ob der Straße, für dann endlich sein Bus zu kriegen, den dann bei den Centre Hospitalier feiert. Also ganz klar eine Verschlechterung für den Bürger von der Stadt Lützeburg. Man nicht nur für die Städter Bürger, aber auch auf ihren allem für die 150.000 Pendler, die morgens an die Stadt ran und oversnis herausfahren. Da wir für die Mal die Pendler, die mit den RGTR-Bussen kommen. Da wir heute 62 Linien an der Stadt Lützeburg kommen auf verschiedensten Arealen. Und ein Avantage ist, weil die Busse durch die Stadt fahren, können ganz viele Leute auf verschiedene Plätze rausklammern. In Zukunft, dass der River, wer kein Buslinie mit der Tramtrasse schneiden, gibt es zum Beispiel ein Terminus, ein Beispiel für die, die aus dem Westen kommen, auf der Place de l'Étoile. Das heißt, all die, die mit den RGTR kommen von Stengefort an der Gegend, müssen dann hier rausklammern, auf den Tram umklammern, irgendwo hinfahren, wo sie dann den Bus kriegen, den sie dahin bringt, wo sie schaffen. Also eine ganz klare Verschlechterung. Und auf was müssen sich die Schüler ausstellen? Und dann haben wir die Schüler, für die geht es ganz dramatisch. Wir haben im Moment Erda 40 FVL und Erda 70 RGTR-Linien, die hinten dediiert sind. Und Schüler als Studenten gehen im Prinzip alle Gute an hier Schulen ruhig. Die Manns müssen überhaupt noch einen Enkel umklammern. In Zukunft, dass der River, die Busse kommen noch auf den Terminus, zum Beispiel de Glacis für alte Lyceen und Schulen um Lampertsberg. Und von da aus müssen dann die Schüler mit Navetten bei hier Schulen ruhig gehen. Für die Automobilisten bedeutet Tram den totale Chaos.
Also wir sind der fest überzeugt, dass den Autosverkehr die größte Perdung ist bei dem Projekt Tram. So sowieso hält den Autosverkehr nach einkehr gehörig zu an nächster Zukunft 30% schätzen d'Experten. Die aktuelle Verkehrsproblematik an der Stadt dürfte also auch ohne Tram schon mehr groß gehen. Mam Tram geht es nicht mehr nach mich schlimm. So sieht die Tü zum Beispiel, dass durch den Tram an der Spitzenstunden 730 Autos Männer über die neue Brücke fahren. Und die Berechnungen basieren sich auf die aktuelle Verkehrssituation. Du wirst von der Zahl von den Autos sie mal nicht mit berücksichtigt. Zweitbeispiel, zwischen der Pariser Platz an der Gare geht die Kapazität an den Spitzenstunden 1030 Autos auf. Allein die zwei Engpässe provozieren Rückstände durch die ganze Stadt. Das Avenue Maritaires an Grandischer Charlotte, das ist der Rond-Point Schumann, das ist der Glacis, also das Place de Bruxelles, das ist der Pol Nord. Das sind die Plätze, wo an Zukunft nicht mehr wird gehen, laut der Etude realisiert werden. Da gibt es nach den Kreuzungen, die sie gut nicht geguckt haben, wo man sicher sind, dass auch Effektwerte sind. Das Place de l'Étoile, weil ihr dort ein Tram quer drüber fährt. Das ist ein Tram als eine Verschlechterung, nicht nur für die Stadt der Bierger, nicht nur für die Velosfahrer, nicht nur für die Autosfahrer, sondern auch für die Pendler, Grenzgänger, Schüler und Studenten. Viele Leute gehen den Tram an die einzige Möglichkeit, die noch besteht, für sich über dieses Projekt zu äußern, als das Referendum. Der DR hat eine Proposition de Loi an der Chambre deposiert gehabt, für das nationale Referendum gehalten gehen. All die anderen Parteien haben dagegen gestimmt, so dass nicht mehr nach der Möglichkeit vom lokalen Referendum besteht. Auch hier hat der DR eine Initiative ergriffen. Ja, das richtig mit den Resolutionen gerecht an der Resolution aus drums gegangen, dass Gemeng endlich soll ein lokale Referendum lancieren, für dass die Bürger kann sich darüber beteiligen, ob für den Tram ist oder nicht für den Tram ist. An die Resolution ist aber aufgelehnt gehen. Ja, die Resolution ist aufgelehnt gehen von allen Parteien, außer eben da von der ADR. Und was ich nicht verstehe, weil nämlich alle Parteien eine Bürgerbeteiligung an ihrem Wahlprogramm draufstehen haben, aber bei allen Projekten heißt es immer, die Bürger muss Aussicht tun. Just bei dem größten Projekt, den die Stadt Lützeburg soll lancieren, da darf die Bürger natürlich nicht mitschwätzen. Das ist allerdings noch nicht zu spät. Was kann ihr machen, wenn ihr gegen den Tram ist? Nee, das ganz sicherlich nicht zu spät. Wenn ihr gegen den Tram ist, da kann in alle Initiativen, die sich gründen, weil wird bestimmt eng oder die andere Bürgerinitiative gründen, unterstützen. Wir von der ADR unterstützen noch alle Initiativen, die sich gründen, eben für Unterschriften zu sammeln, für das Gemeng endlich das lokale Referendum kann machen. Der DR bleibt an diesem Dossier am Ball. Weitere Informationen zum Tram und zu anderen Sujets findet ihr auf www.adr.lu.